Und jetzt? Nachher kommt er auf dich zu. Deine Hand. Aber. Ich schäme mich so hart für das. 3, 4. Ja. Mein guter Freund, kennst du das alte Spiel noch? Welche Hand willst du? Ja. Also, welche Hand willst du? Die linke. Niete. Rechte wäre besser. Oh. Ich habe den Super Bowl geschaut. Ich bin ja ein grosser Fan vom... Ja, gut. Dann kann ich dich überraschen. Wir gehen nicht Football spielen. Aha. Wieso? Aber was denn? Ja, es ist eher so, es geht eher in die Richtung so M, A, R, C, O. Steiner Schuh. Ja, ja, es geht in das. Okay. Okay, in dem Fall gehen wir. Wir sind Winterthur Warriors Cheerleader. Wir machen wettkampforientiertes Cheerleading. Das fühlt sich an wie so eine Mischung aus Sportakrobatik und Kunstturnen. Das Coolste am Cheerleading finde ich, dass es ein extrem teamorientierter Sport ist. Man muss sich wirklich mega gegenseitig vertrauen und sich unterstützen. Und es ist extrem abwechslungsreich. Annika, hast du als Kind viele College-Filme geschaut? Oder wie kommst du darauf, Cheerleading zu betreiben? Nein, tatsächlich nicht College-Filme, sondern Kim Possible. Das ist meine Trickfilmserie auf Disney. Und die war Cheerleaderin und hat Verbrechen bekämpft. Und ich habe es super cool gefunden. Und ja, dann irgendwann gesehen, dass es die Warriors gibt da zu Winter. Man hat das Gefühl, Cheerleading ist immer im Zusammenhang mit Football. Ist das so oder seid ihr völlig autonom? Wir sind seit 2 Jahren völlig autonom, aber es hat so seine Anfänge gehabt. Also wir haben mit den Warriors Footballer zusammen angefangen und auch in Amerika ist es halt viel noch so in College, High School und so, dass es noch mega zusammengehört. Aber für uns ist es ist unser eigener Sport. Wir haben nicht mehr sportlich nicht gross mit ihnen zu tun und haben uns dann vor ein paar Jahren entschieden, dass wir uns mehr möchten auf unsere eigenen Wettkämpfe und auf die sportliche Leistung konzentrieren und haben uns getrennt von unserem Footballverein. Wenn ich mir Cheerleading vorstelle und ich glaube der Nico auch, dann stellen wir uns etwas anderes vor, als wir bis jetzt gesehen haben. Der Nico ist vorher mit Buchstaben und Namen-Tanzen. Ich bin sofort bei Steiner Schuh gelandet. Und wenn ich aber an Cheerleading denke, dann ist das so mit so diesen, wie sagt man dem? Pompoms. Und dann macht man Wie macht man? Go Warriors! Also das ist mega... Left, right, go Warriors! Genau. So, oder? Kannst du dich Aber das passiert hier nicht irgendwie? Nein, es passiert bei uns im Team spezifisch nicht. Das gibt es. Es ist vor allem in den Staaten noch beliebt. Früher hat es bei uns, oder auch heute gibt es noch bei uns. Aber es ist nicht das, was wir machen. Unser Sport ist ein Wettkampfsport, der sehr viel mit Akrobatik, Bodenturnen und so Sachen zu tun hat. Und eigentlich nichts mehr mit Tanzen oder Anführen. Was ist das höchste von den Gefühlen, die du haben als Cheerleaderin in der Schweiz? Wir haben unsere Schweizer Meisterschaft, die einmal im Jahr stattfindet. Und ja, je nachdem kann man sich für das Nationalteam bewerben und an die Weltmeisterschaft gehen. Oder wir haben so etwas Ähnliches wie die Champions League im Fußball, wo man auch als Verein an eine Weltmeisterschaft gehen kann. Was mich noch wundernimmt, ist, es gibt ja verschiedene, also es machen nicht alle aus. Wo siehst du jetzt in? Ja, 80 Kilo Kampfgewicht. Kein Ja. Problem. Okay. Er hat keinen Knorpel und so. Bei Das sich. ist noch Wirst besser. merken. Sieht es mit der Beweglichkeit aus? Ja, ich bin ein Amphib. Wunderbar. Okay, was war das jetzt gewesen? Das war ein Task-Block Pop-Off. Wir fangen mit dir ein bisschen tiefer unten an. Wir versuchen mal ein Basic-Element, das nennt man Lift oder Elevator. Sie ist der Flyer. Wir nehmen den Flyer mehr oder weniger vom Boden aus auf Schulterhöhe und behalten sie mal da. Also vielleicht so für das Vorausschicken, ich sehe zwar jung aus, aber ich bin eigentlich im Körper von einem 50-Jährigen gefangen. Ich bin in der Chiro, in der Ergo, in der Physio, alles, das ganze Programm.
Ja, perfekt. Geht das mit den Händen so? Das geht. Noch. Ja, deine Hand. Aber. Auf dieser Höhe da. Ein bisschen tiefer, stell sie ab. Dann gehen wir wieder zurück, Bein. Wieder zurück. Genau, und jetzt Hände drehen. Und jetzt kannst du rausnehmen. Ich kann die einfach loslassen. Ja. Also was habt ihr jetzt das Gefühl? Kommt es gut? Ja, mega. Okay. Die Körperspannung, die Körperhaltung, es liegt nicht nur an der Kraft in den Armen, es ist auch der Rücken, das ist alles im Arsch. Okay. Ich denke, wenn du sie siehst, ob ein runterkippen oder irgendetwas schief geht und dann gesagt wird, was du einfach nicht machen darfst, ist den Fuß da oben festheben, weil dann kommt der Kopf voran. So. Von da steht sie nachher so auf, dreht den Fuß und dann fängst du sie ab. Genau. Wieso sieht es bei mir so blöd aus wie bei dir nicht? Jetzt machen wir gerade den Rücken. Oh. Okay. Genau. Und jetzt? Nachher kommt er auf dich drauf. Nein, kommt auf dich drauf. Genau, ja. So. Genau. 5, 6, 7, 8, 1. Geht's? Ich brauche viel Kraft. He? 5, 6, 7, 8, 1, 3. Ja. Ich schäme mich so hart für den. Keine Körperspannung. Das ist wirklich so der Körperbau von einem 80-Jährigen. 5, 6, 7, 8, 1, 3. Ja, viel besser, viel besser. Warte schnell, wie ist eigentlich dein Name? Ich spicke dich da im ganzen Zeug rum. Laura. Laura, also Laura. Also, wir machen eine halbe Drehung und wir bleiben hier oben. Oh, gerade Rücken. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Scheiße, sorry. Sorry, Laura. Ja. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Ich hab's so gut. Ich bin noch da. Nimmst du die Ferse? Eure Beine strecken herum. Voilà. Super. Okay, was Ich mach habe ich nicht jetzt? erklärt, wie wir wieder runterkommen. Gut. Kannst du die langsam runterlassen? Genau. Also das wäre das, was als Mann von dir erwartet wäre in einem gemischten Team. Jetzt, wo du weißt, wie es von unten aussieht, hättest du Lust, um es mal von oben zu sehen? Hast du Höhenangst? Nein, aber die mögen mich nicht. Mal, schau dir mal einen Bizeps an da. Und zwar hast du die Hände so auf unserer Schulter. Wir sind ja schon unten. Da. Die Hände da drauf. Und nachher springst du eigentlich bei uns so rein. Okay? Du machst wie ein Päckchen. Ja, okay. Und nachher hast du die Füße zwischen uns. Und dann geht es runter, rauf, du streckst sie durch. Schau führen. Wenn du runter schaust, kommst du runter. Warte, wenn ich abschaue, gehe ich eh runter. Ja, und nicht runterschauen. Okay. 1, 2, down. Und up. Das ganze Gewicht auf deine eigenen Hände. Das anziehen? Du versuchst das ganze Gewicht auf deine Hände zu haben. Als würdest du dich selber stützen, als wären sie nicht drin. Ja, genau. Wunderbar. Am Aufstehen. Wie meinst du aufstehen? Du machst extra. Ich mache nichts. Was mache ich? Voilà. Gerade Rücken, gerade Rücken! See the reflection in your eyes. I hear the universe whisper, yeah, she's singing. We're the only ones up while everybody. Wie fühlt sich das? Komisch, aber gut. Ist das sicher? Es geht so. Oh. Das kann ein bisschen. Hey, jetzt sitzt der auf das Gesicht. Geht's? Du musst immer das Gefühl mit reinpulsen. Das kannst du. Ich hätte doch nicht mal gewusst, was ich mache. Du, mir kommt es aber schon noch nach, hä? Das ist so, ja. Also man darf wirklich keine Berührungsangst haben. Man kommt sich extrem mit. Hey, du schwitzt ja richtig. Ja, ich weiss. Hä, hat es dich gebraucht? Danke, sagst du es. Hey, wirklich, ich muss mich fast ein bisschen entschuldigen. Also von außen, von mir, jetzt so ein bisschen, hat man gemerkt, dass ihr das schon ein bisschen länger macht als er jetzt. Aber wie hast du es gefunden, liebe Annika? Es war ein sehr gutes erstes Training. Mal. Du hast ein Talent, das man könnte fördern könnte. Ja. Nein, hast es wirklich gut gemacht. Du stehst sehr ruhig und stabil. Mir hat es auch gedacht, also so stehen und so war es besser gewesen, als wenn er lüpfen musste. Also das ist wirklich, also ein bisschen Fitness wäre, glaube ich, zuerst notwendig, bevor er nachher hier mit euch... Ja, aber ich könnte einfach der Flyer werden, weißt du? Der muss nicht lüpfen. Merci vielmals, habt ihr ihn aufgenommen und ihm mal so ein Training gegeben. Sehr gerne. Danke fürs Vorbeikommen.